Hallihallo und herzlich willkommen zu der 8. Episode von Let's Build of Firecraft. Heute habe ich mit euch geplant, dass wir da ein bisschen Bootshafen bauen und schauen wir mal, wie weit das wir kommen. Ich habe auf jeden Fall, wenn ich mich recht entsinne, Redstone dabei, ich habe Pistons dabei und ja, legen wir los. Und zwar, so ein einzelner Slot für Bötli wird 3 Blöcke lang sein. Und nachher kommt da hinten kommen so 2 Türen, wo mit Pistons kannst du auf und ab lassen. Und weil wir jetzt das da so schön gerade am Abgrenzen sind, kann ich auch gerade schnell mal das Wasser da rausnehmen, weil ja, machen wir das am besten schnell mit Holz, weil die Fläche brauchen wir nachher mal kurz frei. Genau. Und da Ende das Gleiche. Das Ding ist, heute schaffen wir das erste Mal mit Redstone. Ich weiß nicht, ob ich gut bin im Erklären mit dem Redstone. Ich kenne mich auf jeden Fall ein bisschen damit aus. Und darum, ja. Es ist so, die 2 Blöcke werden auf und runter geschoben. Das heisst, wir haben am Schluss da unten Pistons. Und ich muss ganz kurz ja, ist mal wieder typisch, ich muss den Chat abschalten. Und nachher kurz im Singleplayer schauen, wann ich da genau gebaut habe. Ja, ich habe da eine Schicht gegen runter gebaut. Ups. Jetzt hat mir das Game gerade ein bisschen lag. So. Und nachher habe ich da so mit den Steinen geschafft. Und zwar da so. Damit ich dann so ein schönes Muster drin habe. Wenn man es jetzt nicht sieht, dann werde ich es nachaufhellen. Das muss ich wahrscheinlich machen. Ich habe keinen Bock, mir jetzt einen Nachtsichttank nehmen. Und dann tun wir da unten Baumstämme an. So, ich habe das eigentlich extra am Tag gefilmt, damit man vielleicht noch etwas sieht. Aber ja, Premiere Pro wird mir helfen. Yay! Jetzt haben wir da so eine schöne Abgrenzung. Wenn man es mal von da innen anschaut, so. Und ich mache da am besten gerade noch die Verbindungen zum Boden. Ups. Ja, jetzt sehe ich selber recht wenig. Das wird auch alles noch nachaufhellen. Ja, ich fehle. So. Genau. Und ja, jetzt müssen wir schauen, jetzt wenn wir da eigentlich unsere Pistons platzieren, unsere sticky Pistons, kann ich auch mal holen. Und zwar, wenn die gegen oben schauen. So. Ups. Yeah, right. So. Und da drinnen bräuchten wir eigentlich einen Haufen Luft. Das heisst, ich baue da zuerst mal das mal abgrenzen. Oh. Moment, da kommt dieses Haus an. So. Am besten baue ich da kurz die Säulen zum Boden. Und zwar da und Baumstämme an. Und da innen kommen, wenn ich mich recht entsinne, Cleanstone, Cobble, Cleanstone, Cobble, Cleanstone, Cobble, Cleanstone und Cobble an. Und das auf der anderen Seite genau gleich.
Ah, da habe ich Kabel angefangen. Cleanstone, Kabel, Cleanstone, Kabel. Cleanstone und Kabel. So, jetzt brauche ich bei dem da nochmal so eine Verbindung hinterher. Und ja, also da wird einfach alles ein bisschen abgrenzt. Jetzt mache ich da am besten mal so, weil da darf keine Luft mehr drin, kein Wasser mehr drin sein. Ja, das ist eigentlich relativ unwichtig, wenn ich da an tue. Ich fülle das am besten mal so auf. Warum ich nicht Kabel nehme, frage mich doch nicht. Kabel ist eigentlich der billigere Stein, um das zu machen. Und da habe ich wieder so ein Schachbrettmuster, weil ich finde, das passt noch. Genau. Da in der Mitte kommt nochmal so ein Baumstamm an und nochmal so ein Muster. Ups. Ja, egal, auf der Seite braucht man sie ja eh auch. Da unten habe ich noch keinen Kabel. So. Und da. So etwas. Dann machen wir da unten nochmal das Gleiche. Ups. Den Montat. Kabel, Cleanstone, Cleanstone, Kabel, Cleanstone. Und dann können wir unten raustauchen. Und jetzt haben wir da so zwei Slots. Die tun jetzt gerade noch schnell frei rum vor Wasser. Dann können wir nämlich da nachher mit dem Redstone reinbauen. Wäre geschafft. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich noch keinen Repeater gebastelt habe. Für das muss ich natürlich noch ein bisschen Cleanstone holen, aber wenn ich mich recht entsinne, habe ich da, glaube ich, noch 6 Stück in der Kiste. Das sollte nämlich gerade passen. 9 Stück sogar. Oh ja, ich brauche 12. Ja, yeah, nice. Dann haben wir da genau. Dann haben wir da gerade noch schnell ein paar Steine brennen und dann können wir da schon mal anfangen mit unseren Repeater. So. Zwei haben wir schon, wir brauchen aber 4 und darum tun wir da mal ein bisschen Stein brennen und ja, ist halt ein bisschen repetitiv, Stein brennen, ein bisschen langweilig, aber das braucht es auch mal zwischendurch, ist ja schließlich Minecraft. Ja, da 4 Fackeln sollten genau noch lange. Und ja, toll. Eigentlich kann ich da jetzt zuerst noch auf meine Steine warten. Genau. Ist doch perfekt. So. Für was wir die Repeater brauchen? Wir brauchen die, damit die 2 Pistons gleichzeitig angesteuert werden. Wir müssen ja ein Signal drin leiten. Und das geht bloß, wenn man es so macht. Also wenn man noch ein Signal hat, weil sonst müssen wir eins von der Seite reinkommen und das ist dann auch
ja, relativ schwierig zu machen. Und ich hoffe jetzt, dass ich das so richtig gebaut habe. Sonst kommt da jetzt gerade nochmal das Wasser drüber. Nein, sonst kommt da gerade nochmal das Wasser drüber. Ich brauche da hinten nämlich nochmal einen Stein. Jetzt kann ich meine Repeater gerade wieder einsammeln. Und da hinten brauche ich auch nochmal einen Stein. So. Dann kann ich nämlich da für den Repeater das Signal dahinter leiten. Nein, eigentlich damit ich da am Boden machen kann, muss ich das dann eins tiefer machen. Ich habe das ganze Design übrigens von einem YouTuber, ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Ich suche ihn sonst nachher noch und tue ihm seinen Kanal verlinken. Das wäre nämlich sehr sozial von mir, wenn ich schon so ein cooles Stationendesign, Bötli, Parkplatzdesign in mein Video reinnehme. Und jetzt ist es so, jetzt kann ich da mit denen auf die Blöcke zugreifen. Jetzt brauche ich natürlich zuerst noch einen Boden, damit das auch irgendwie klappt. Und dann würde ich sagen, ich nehme da gerade... Ups. Nein, weißt du was? Ich nehme am besten einen Steinboden. Weil der sieht doch schön cool aus. Und dann gehe ich da weiter mit dem coolen alternierenden Kabel und Kabel und Stonebrick Design. Wenn man es so aufmacht, dann seht ihr, da kommt das Wasser rein und geht wieder raus. Aber jetzt ist noch ein Problem, dass wir da eigentlich noch Wasserquellen nicht rein brauchen, damit es auch perfekt ruhig stilles Wasser bleibt. Und dann halt mal so. Genau. Und jetzt seht ihr, wenn ich es aufmache, das Wasser bleibt ruhig, es fließt nirgends an. Genau. Jetzt brauchen wir das gleiche noch da. Und ja, dann würde ich sagen, das wäre es mit der heutigen Episode. Mehr gibt es nicht für euch. Weil sonst dauert das wieder zu lang und als nächstes werden wir dann da ein bisschen Deko rundum machen. Ein bisschen Redstone für heute. Genau, wir brauchen jetzt da 2 Blöcke hinterher. Brauchen wir irgendwie etwas dahinter. Ja, ich sollte vielleicht nochmal Kabel rausholen. Ist der billigste Stein für das. Hoppa. Sorry, es ist schon wieder dunkel. Gott, wie lange bin ich da schon am Arbeiten? Und da ist ein bisschen laggy. Und dann brauchen wir da dahinter noch einen Stein. Ich muss das wahrscheinlich alles nachaufhellen. Jetzt haben wir da Repeater, Redstone. Bis dahinter. Da bauen wir uns schnell auf. Und bauen das nachher nicht zu. Dann kommen da noch Wasserquellen rein. Hoppa. Genau. Und nachher haben wir auch da ein cooles Bötli-Design. So, und im nächsten Video würde ich sagen, bauen wir da oben ein Dach und das alles kurz ein bisschen dekorieren. Aber das wäre es bisher gesehen mit unserem coolen Bötli-Hafen. Wie schon gesagt, den Link von dem YouTuber tue ich da noch reinbauen. Und ja. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, es war auch nicht zu dunkel heute. Ich tue alles wirklich nochmal manuell nachaufhellen und ja. Ciao, ciao.